leider die erste Platte. Boah. Fucking kalt, Mann. Jetzt echt schon Schnee. Es geht jetzt 19 Kilometer lang so der Hocker ab. Wir kommen hier zur Grenze. Offiziell in Italien angekommen. So, ist hier der nächste Morgen. Die Nacht einigermaßen überstanden, aber irgendwann hat es regnen. Und mein Zelt hat der Wassercheck nicht so wirklich bestanden, weil es hier alles Wasser reinkommt und hier das nachher sammelt und dann scheiße, dass alles im Wasser ist. Und muss jetzt hier mal möglichst viel probieren zu retten. Und man ist eigentlich hier wirklich zwischen den Bergen. Alles eine Hauptstrasse. Und hier hinten Platte. Da läuft gar nichts mehr. In Sion habe ich heute mein Airbnb und das ist schon reserviert. Und ja, da muss ich fix einchecken heute. Ich habe das Cash verloren. Ich bin endlich im Airbnb angekommen. Sogar Nasentücher liegen bereit. Ich würde sagen, der Boy weiss, wie es läuft. Hier eine kleine Show im Airbnb. X gon' give it to you. Fuck, wait for you to get it on your own. X gon' deliver to you. Knock, knock, open up the door, it's real. With the non-stop pop out, I'm stainless steel. Go hard, getting busy with it. I got such a good heart that I think the motherfucker wonder if you did it. Damn right, and I do it again. Cause I am light, so I got to win. Break bread with the enemy. Super, das ist super. You motherfuckers never wanna know what your life saved. Bitch, and that's on a life. Liebe Leute, Tag 6 und ich bin heute richtig ausgeschlafen, nachdem ich gestern ein bisschen im Ausgang war. Leute, aber zuerst noch schnell, zieht euch eigentlich mal die Aussicht rein, die man hier 24/7 hat. Das ist doch einfach crazy, oder nicht? Alter? So, jetzt ist es soweit. Es lang rausgezögert, aber ich muss ins Velo noch flicken. Es ist gleich Sonntag oben und morgen muss es weitergehen. Also, let's go! Hier innen sind die Sachen, die man braucht, um das Ganze zu reparieren. Wieder mal kritisch gewesen. Und zwar war mein Set, das ich hatte, einfach zu alt gewesen. Und hat zu viel Müll drin gehabt. Die Tube mit der Flüssigkeit, die man braucht, war einfach leer gewesen. Und das konnte ich nicht mit dem flicken. Wegen dem musste ich einfach random irgendeine Frau hier im Block ansprechen und fragen, ob sie so Reparaturzeug haben. Und die ist zum Glück so nett gewesen, hat mir das hier gegeben, geschenkt. Sehr, sehr nette Gäste. Und jetzt konnte ich hier endlich den Schlauch flicken. Ich würde sagen, der ist geflickt. Liebe Leute, hier schon mal den Montagmorgen am geniessen. An so einem heftigen See, den ich hier gerade random gesehen habe. Und davor sieht man noch so, wie so der Nebel über den See flext.
So, leider schon wieder eine Platte. Mit dem müssen wir jetzt hier mal den Pneu und den Schlauch ganz auswechseln und ersetzen. Ich bin jetzt gerade auf dem Weg zu meinem Airbnb und das ist richtig am Hocker oben. Und wie ich hier sehe, jetzt ist hier noch so ein Tipi-Zelt und ich glaube mehrere Sachen, die sie vermieten. Aber ich habe ja so einen fairen Wohnwagen verwünscht. 40 Stutz für eine Nacht. Das ist etwa das billigste hier im Brick. Das wäre der legendäre Wohnwagen. Sieht anders siffig aus. Aber ich kann hier mal schauen, wie das hier innen aussieht. Hier ist der Jack, Radio. Eigentlich genug Platz für eine Person. Holzofen zum Heizen, aber auch Elektroöffeli. Und hier hinten das Bett. Also ich muss sagen, so schlecht dünkt mir das gar nicht. Und wenn man doch ein bisschen heizen kann, wird es sicher eine angenehme Nacht. Weil morgen geht es echt heftig weiter. Und zwar habe ich vor, den Simplon zu machen. Ich habe vorhin noch einen Tipp bekommen von dem, der mir geholfen hat, den Pneu zu ersetzen. Und ich habe gesagt, das ist viel schöner und ich habe auch noch gesehen, dass der Angerpass gar nicht offen ist. Also ja, mein Plan wäre eh nicht aufgegangen mit dem Angerpass. Und ja, wegen dem geht es jetzt über einen Simplon und dann muss man irgendwie auf Italien und wieder in die Schweiz. Jetzt muss ich mir heute noch ein bisschen genauer anschauen. Also wegen Corona, aber Italien ist glaube ich nicht auf der Liste. Ja, wird sicher spannend. Radio. Gut, vielleicht chillen here with my homies. Den Hühner. Oh, boys, ey. Wollt ihr Food? Ah, schau mal, der Boss eigentlich. Ein Hahn hier und etwa 20 Hennen. Der macht Business hier. Die armen die hier. Nein, sie haben hier recht viel Platz, muss ich sagen. Das gehört alles noch rein. Faire Sache. So. Es ist jetzt genau 6:52 Uhr. Und heute mal ein bisschen wach, weil es geht heute auf einen Simplon. So auf 2500 Meter etwa. Und ja, ich wollte ein bisschen früher gehen, dass ich ein bisschen vorwärts komme. Und dann ist jetzt das Ziel bis nach Italien. Und dort auch zu pennen. Und ja, ich bin gespannt. Jetzt kann ich einfach mal noch zum Morgen nehmen. Und dann, sobald es hell ist, gehen wir mal los. Oh, es ist so fucking anstrengend, alles hier raufzufahren. Geht eigentlich alles nur so. Nur es ist schon von da unten gekommen. Jetzt bin ich etwa eine gute Stunde gefahren und ich glaube irgendwann dort hinten, dort rauf muss ich näher. Ja, schon noch ein gutes Stück. Boah. Fucking kalt, Mann. Und irgendwie geht es immer noch weiter rauf. Dort hier. Geht ein bisschen länger als ich gedacht hätte, ehrlich gesagt. Und schon ein bisschen anstrengender. So, die Grenzen sind auch gleich erreicht. Aber ja, fuck the comfort zone. Jetzt echt schon Schnee, ja. Erster Fußabdruck im Schnee Mitte Oktober. Check. Also ich hoffe jetzt mal, dass es nicht mehr weiter rauf geht. Und meine Kleidung kommt hier an seine Grenzen. Es geht jetzt 19 Kilometer lang eigentlich so der Hocker ab. Das ist echt so geil. 2000 Meter auf 200 Meter runter in Italien.
Wir kommen hier zur Grenze. Offiziell in Italien angekommen. Langsam wieder mal bis nach 10 Wochen allein unterwegs, so ein bisschen mit Kollegen abzumachen. Der einzige Weg, der zurück in die Schweiz führt, so ein scheiß Tunnel. Ich habe das Gefühl, wir kommen kaum Luft über. Fuck! 2066 Meter. Yes! Alle!